nächste Werk, was Wilfried Kloosten hier, die deutsche Botschaft bringen, und ich will durchfahren, die Botschaft durchbringen. Und so wollen die hier mal amtischen, besonders bei den vollständigen Predigern in Leamington. So, bet für die Gruppe durch, dass die wollen walsen in Tau nehmen, und Gott wird sehen, was ich durch mit dir. Unsere Bulletins nehmen, weil wir checken nur die Bekanntmerkungen durch. Jetzt liegt von der so ist, wo die Westman Family hier sind, zum hier singen und spielen. Die meisten von ihnen sind bekannt mit dir, sind eine große Familie, sie kommen von Nebraska. Und wir haben die hier mehrmals gehabt. Und wir kicken vorwärts zu die hier haben. Und so fällt es für die anderen auch anzuladen. Und kommt in der Zeit, das wird noch abfallen. Wir kicken vorwärts den Golden Oven für dir. Und dort fängt gleich 6 Uhr an. Und wir wollen das ein freiwilliges Opfer abnehmen für die Westman Family. Ja, da fängt gleich 6 Uhr an. Und dann Dienstag, gleich 7, das Jugendbibelstunde. In Sinn und haben mehrere Dinge. Hier steht gleich 8 morgens, Men's Breakfast in Tilsburg. Männer, wenn ihr dann kommen, go die Gemeinschaft haben und go das Frühstück haben. Bei Scotty's Restaurant, gleich 8 morgens. Dort von der abschreiben, die Nummern, da hängen auf dem Dash aus dem Papier. Da bist die Nummern abschreiben. Zodat ze weten dat ik het restaurant weten laten hoeveel er komen. Klok 5 sind als choir practice. Die merken bereit für Thanksgiving. En dan klok 6 Uhr als prayer meeting für die ganze Familie. Und hier fehlt also an jullie alle, dass die kommen und beten. Gott hat seine Gemeinde bauen, das war's, so viel mehr Arbeiter, und besonders zum Beten, die wichtigste Arbeit durch. Wir kicken vorwärts nur Oktober den 20. Dann planen wir aus der Kirche in Thanksgiving Multi zu haben, auch ein Programm. Und dort wird in Strathville die Community Center sein. So Thanksgiving erst den 13. Aber wir wollen eins nach Lothar haben, den 20. Und wollen noch mehr davon hören. Und dann Oktober den 31. November den 3. planen wir hier Revival Services zu haben mit Richard Owen Roberts. Er ist von Chicago. Wir haben einmal mehrere hier predigen, mehrere von Juden haben. Und wir kicken vorwärts und beten, dass Gott wird eine große Arbeit tun. Und es wird eine Leadership Training sein, in der wenn er hier ist. Und so beten dafür. Und dann, da fehlt noch ein halb, um hier die Kirche reinmerken, hier der Weg. Dort ist auch ein Dienst für Gott, dort ist ein Port von der Arbeit, wo Gott uns berufen hat, wo die ewige Port von der Arbeit nicht so gut schaffen. Und so, wenn die Fall hat Gott wollen brauchen zu dieser Arbeit, dann red mit Isaac Beckerts, der Telefonnummer stand dort hier, ihren Phone oder red mit ihnen hier, wenn die würden willig sein, damit unterhalten. Und dort sind alle Bekanntmerkungen für das Morgens. So, wir taub beten, und dann wird David Dicker uns leiden in Gesang, und dann wird Isaac Beckert uns die Botschaft bringen. Wir taub beten. Uns vor dem Himmel, wir neigen uns vor die von des Morgens und beten die an. Wir preisen die und loben die, Gott. Du bist so gnädig und barmherzig, so leidtüchtig und geduldig mit uns. Dankeschön, Herr, wo du mit uns verhandelt hast. Nicht du nur uns, was unsere Sinnen dort verdient haben, aber Dankeschön, Herr, dass du hast mit unseren Sinnen verhandelt Kreuz auf Golgatha. Und du dort mehrlich gemerkt, dass wir Vergebung haben für unsere Sinnen, dass wir rein gemerkt worden von unserer Schuld und Schweinerei, sodass wir herrlich sein für die, wo du uns berufen hast.
Wir danken dir, Herr, dass du uns hast den Helden Geist gegeben, dem in uns wohnt, dem uns leiden und führen, dem uns Licht geben auf unseren Weg, dem uns Mut und Kraft geben, für die zu leben. Wir danken dir für dein Wort, was du uns gegeben hast, Herr, die Wahrheit, die du feststeht und nicht verändert, wenn alles rum uns sich verändern wird. Herr, wir danken dir, dass wir die Gelegenheit und die Freiheit haben hier im Land, so steht zu kommen, was wir hier von der Smorries sind. Wir beten, Herr, sehen uns und merk uns reid, zum Sehen zu sein. Wir beten auch für dich, Herr, was du in Schwierigkeiten sind, besonders in den Ländern, wo der Krieg in Aru ist und wo du nicht die Freiheit hast, zu kommen als Christen. Herr, musst du deine Kinder du auch in einer besonderen Weise nur sein, dass sie deine gehen, versperren, musst du ihn beschützen, musst du ihn segnen, dort deine Arbeit du auch können, vorwärts gehen und dort auch Fehler können, zum Glauben kommen. Herr, sehen uns von dir und wir danken dich für was du reingemerkt hast. Ich bete für Bruder Isaac, dass du am Wurst fell mit deinen Jes, von dein Wort mitteilt. Ja, von die Klarheit und die Freudigkeit, dein Wort mitzuteilen. Ja, von uns offene Ohren zu hören und jästliche Ohren zu sein, die Wahrheit, was du uns von dir wiesen wirst. Help uns auch dort wieder anwenden und uns leben und nicht bloß hören. Sehen alles, was ihr tun und ihr sagt hier von der Wort. Wenn ein Herz von Jesus singt, lass uns singen Jesu Namen, ist ein guter Weg. Und ihn werden wir besiegen, unsere Feinde ganzes Heer. Oh, wir singen. Wenn ein Herz von Jesus singt, oh wie süß es klingt. Wenn ein Herz von Jesus singt, welch ein teurer Name ist Jesus, oh wie so hoch gegrüßt. Jeremias, and we bring you Freedom Friday. Mijn titel voor de boodschap is Vrijheid aan mijn Herren. En de Heer is dus als die ons vrijheid geeft. Paulus zegt in Philippa 5, vers 5, Vrijheid, dan zeg ik, nog eenmaal Vrijheid aan mijn Herren. En in Philippa 3, vers 1 zegt hij, dan wieder meine Brüder Vrijheid. Sagt mir fällt es nicht schwer, das immer weiter zu schreiben. Und sagt dadurch, wo ich immer sicherer. So, je mehr Frieden wir haben, je sicherer waren wir uns. Und
Ich glaube, wir als Christen, wir haben eine große Frau zu sein. Ich glaube, wir als Christen, wir sollen die schaftigsten Menschen sein auf dieser Welt. Wegen Wort, wegen dort, was Jesus Christus für uns zu tun hat. Und wir wirklich sein, wer wir sind als Christen. Ich glaube, dort darf uns eine Frau zu sein, und eine Frau sein. Vermals liegt da wie nicht sein, ich dann denken, wer wir wirklich sind als Christen. Und das ist ein Part, wo die findet, alle mal unseren Dad ans dürfen weiterholen, von wirklich Frau zu sein, oder wirklich zu sein, wer wir sind als Christen. Die findet, die sagt, wer wir sind, die legt uns immer fair, die sagt, die bist nur das, die bist nur dort. Aber Gott sein Wort sagt anders. So wir können uns wählen, wem wollen wir glauben? Weil wir dort glauben, was die Feind sagt, wer wir sind, oder weil wir dort glauben, was Gott sein Wort sagt, was wir sind aus seinen Dingen. Wir wissen, dass die Bibel sagt, dass die Feind als ein Lehrer von Anfang an. Und wo ist es, dass wir dann so fertig nach dünnen Harchen, wenn er uns was verlegen hat. Und fertig hier wieder, Menschen sagen, ich sehe mir dort, oder ich kann nicht stehen, mit mir halt nicht an, keiner will was von mir, und all das und dort. Und fertig, dann nehmen wir das an und dann fangen wir das an zu leben. Und dort ist, was die Feind uns verlegen hat, so wie ich wünsche die Bäder, dass wir können mit Nantäten von uns mal sein, wer wir wirklich sind als Christen. Ich glaube, wenn wir den Grund haben, dann haben wir einen festen Grund, wo wir stehen, dann, und dort darf uns Frieden. Und unsere Frieden an den Herrn, dort ist unsere Kraft. Und ohne Frieden, wenn wir nicht näher wissen, wer wir sind als Christen, das ist ein bisschen, wenn wir weich waren, viele von denen wir getragen waren, oder Freuden haben, wenn wir nicht eine ganze Adresse haben, bloß eine Port von der Adresse haben, dann wissen wir nicht näher, wo das ist. Und das ist nicht sehr möglich, wenn wir nicht näher wissen, wo wir das volle Adresse haben, wir wissen, wo wir haben wollen, dann fahren wir Frau wieder. Und es kriegt das, dass wir uns Christen leben. Und wir wissen, verstehen, von wo wir kommen, wer wir sind, was Gott von uns zu tun hat, und wer wir sind, nicht als Christen, und was unsere Zukunft ist. Dort ist ein Grund, wo wir beten, und wenn wir dort verstehen, in Reich Futen, dann liegt, wo wir vielmals viel froher sein, als wir sind. Aber wenn wir nicht näher wissen, uns nicht mit beschäftigen, dann, wer wir wirklich sind, weil dann haben wir gleich eine Frau zu sein. Und das ist wichtig. Und daher ist es wichtig, dass wir in Gott sein Wort sehen und sein, was Gott sein Wort sagt, wer wir sind. Und ich will von deren Wort Pardon lesen, 1. Petrus, und dann in Epheser Kapitel 1 und 2. Die erste Petrus 1 und die erste 9 Vers zu lesen. Und das sagt Petrus ist das. Er sagt, Petrus, Jesus Christus, sein Apostel. So aus Gold durch ein viel geschickt Wort, dort herrein, und zu seinen, wo euch dort ist. Den Glauben ist bei Gott viel mehr wert als Gold. So wird den Glauben, wenn die Probe besteht, den viel Herrlichkeit geben, in die, worin die Erd waren, in die Luft waren, wenn Jesus Christus kommen wird. Und wenn die Jesus nicht gesehen haben, die sind am Tag gut. Und wenn die am Niert nicht seien, deswegen bleiben die doch und arm. Und die sind nicht all gleich an der große Friede, die direkt vom Himmel kommt. Und der allerletzte Lohn für ihnen Glauben ist, dass ihnen Säulen gerat wurden. So das ist, was Petrus hier zu den verschiedenen Menschen sagen, die verstrahlt werden. Und dort sagt Gott sein Wort von der und nach der uns. Der sagt, Gott hat sich lang gewählt. In Jesus selbst sagt in Johannes 15, dass die Juden sagt, das ist nicht, dass die mich gewählt haben, ich habe mich nicht gewählt. So Gott hat sich uns gewählt. In Epheser 1, Vers 2 sagt, dass euer Gott die Welt den Grund lädt, hat er dazu bestimmt, dass er uns will, Jesus Christus aus seinen Dingen annehmen.
So eier de Welt überhaupt gemerkt wir, hat Gott sich darauf vorgenommen in uns gewählt, dass er uns will annehmen aus seine Dinge. So dort ist was wir wären verloren, aber Gott hat sich dazu vorgenommen, dass er uns will annehmen aus seine Dinge, dann all uns noch nicht gemerkt, wie uns noch bloß heu in der Seen, in der Jes durchwählen, dann hat er das all sagen, mir und die unternehmen aus seine Dinge. Und dort soll uns alleine eine große Freude geben, das zu weiten. Gott hat sich uns gewählt. Das ist nicht, dass wir gewählt haben. Er hat sich uns gewählt. So nicht haben wir das annehmen, als wir das wollen annehmen, aus seinen Dingen. Er hat sich uns gewählt. So nicht ist es dann zu uns. Er hat sich uns gewählt, aber wenn wir das nicht annehmen, dann hat uns das noch nicht. Und so wie wir dood, wie wir verloren. In Epheser 2, Vers 12, da sagt Paulus, sagt er, je wir dann uninteresses in un Gott sind halt wie Frauen, in was an Israel vermerkt in diese Teile sagt hat, denke nicht an, die haben nicht zu hoffen, die wären ohne Gott in dieser Welt. So wie wir dood, wie wir verloren, wie wir ohne Gott in dieser Welt, keine Hoffnung. Aber Gott hat sich uns gewählt. Und Epheser 2, Vers 1 sagt er, die wären in den Sünden jährlich tot, aus die nach dem Leben aus dieser Welt dort verlangen. Und dann der zweite Vers, in der unsichtbare Macht, die über diese Welt herrscht, und ihr tun werden, den Jäs, die an der Werk, die Gott nicht gehorchen. Wir lebten zu einer Zeit, auch alle so aus ans Fleisch dort verlangen, in wozu unsere Last uns treibt, in wären von Natur Tja und ihr Gott ihnen euer, so ist alle andere. Aber Gott ist recht und genug, und er ist uns gut. Das ist, was uns Zustand wir. Wir leben in einer Zeit, alle so ans Jankert, so wo uns Fleisch, wo unsere Last nur treiten sei, dort wo wir leben leiden. Aber Gott ist uns so gnädig, der sagt in 1. Petrus 1, Vers 3 sagt Petrus, lob Gott an den Herrn Jesus Christus, sein Bruder, will sein Mitleiden wie so groß, dass er uns nie geboren hat, zu einer lebenden Hoffnung, dadurch, dass er Jesus Christus von dort abgewirkt hat. So das ist, was Gott an uns getan hat. Der sagt in 1. Petrus, dass der Heilige Geist, der wird bei uns an Horten und Arbeit, in sein Blut reinigt uns von unseren Sünden, und nu hat er uns nie geboren. So, wir werden verloren, Gott will uns, nie in dieser Zeit hat Gott sich uns angenommen, wir sind von nie geboren, so dort was wir nicht sind als Christen, wir sind nie geboren. In Epheser 2, Vers 4 sagt er, dort er uns mit Christus taubbar zum Leben brach, wenn wir auch in unsere Sünden wenn wir auch tot an unsere Sünden wären, durch Not war wir seilig. Dort ist durch Not, dort wir seilig waren. In Gott, in Epheser 2, Vers 6 sagte Paulus, Gott hat uns mit Christus taub abgewagt und mit einem taub einen Platz im Himmel gegeben. So nun haben wir einen Platz mit Christus taub im Himmel. Wenn wir jährlich reden, ans Platz ist nicht hier. Ans Platz haben wir uns einen Platz gegeben, mit am Taub im Himmel. Dort, wo ans Tisch ist, dort, wo unsere Gedanken sollen sein. In 1. Petrus 1, Vers 2, da sagt Petrus, in zu einem Ort geht, dort nicht verkommen, vergonnen oder verwalten kann, dort für uns im Himmel, wo wir ans Grund fingen, dort, wo wir uns fingen, wer wir sind. Und nicht nur dort, was die Feind an seinem Propheten legen, wer wir sind. Wir machen Entscheidungen merken, weil wir glauben, was Gott sagt, was wir sind, oder weil wir glauben, was andere Menschen sagen, oder uns einmal Leuten von dem Feind verlegen, die besten mal dort, oder die besten mal dort, oder ich sind nicht zu brücken. Gott hat was anderes gesagt von uns. Und wir haben in sehr großem Verreich als Christen uns das alles geschaut, was wir brauchen, zum seilig werden, auch zum ein frommes Leben führen, hat Gott uns alle gegeben. So, wir haben eine Isaac Frau zu sein,
über Töpfherren Lut wie uns du von aufbringen. Denn wenn wir waren wirklich froh sein, ich glaube, froh sein als ein sehr klares Licht für diese Welt. Wenn Menschen froh sind, dort ja Menschen in die Trag. Und Menschen haben Verlangen danach. Und wenn wir als Christen, wenn wir noch ein bisschen schwere Tiden durchgehen, dann checkt die Welt. Dann passen sie ab, checken die Wort, was die nicht tun. Nicht wollen sein, was die nicht wollen tun. Und was wir an den Tiden tun, dort merkt wir einen großen Unterschied in andere Menschen ihr Leben. Und wir haben auch Gott. So wie wir verloren, Gott hat uns gewählt, und Gott hat uns nie geboren, so wir sind wahre geboren. Und wir haben in auch Gott, was wir im Himmel haben, was du nicht verkommen wird, was du nicht verwalten wird. Dort hast du sicher. Viertmals hier bei jedem Menschen, die jagen sich wie in auch Gott, und schließlich dann haben sie das Geld, dann wird das Geld verbrochen, kleinstens ist das Geld weg, verbrochen, und dann verjagen sie und verbessern sich, dass sie für eine Lebenszeit nicht mehr können sich verdrehen oder vielleicht nicht abkommen. Das ist alles weg. Aber das ist ein Ort, Gott, was du bleiben wird, was der Himmel nicht verkommen wird. Und Gott sagt, hey, seht du nur, dass wir sicher wollen, die Hand kommen. So das ist die Versprechen, was wir haben. Wir haben ein Ort, Gott, wo wir nur lernen. In Paulus sagt, dass er lehrt all du, dass der Herr von du kommen wird. So das ist was wir werden verloren, nicht so wie Rat, und Gott, der bewahrt uns nicht. So das sind drei Dinge, was Gott getan hat, und was er nicht noch tut, und was er noch tun wird. Und wenn wir die Dinge Forst haben, dann haben wir einen festen Grund, und dann haben wir uns frei, wir müssen uns dann üben und wirklich sehen, wer sehe ich aus Interesse, was ist meine Identity aus Interesse. In Epheser 2, Vers 19 sagt Paulus, dann sind die nicht mehr fremde Wanderer, aber Mitbürger mit der Heldenglieder und Gott seine Familie. In Philipper 3,20 sagt er, uns Bürger reich über ersten Himmel, und wir lehren all du nu, dass uns Heiland und Herr Jesus Christus von du kommen wird. So uns Bürger reich ist im Himmel, wir sind Mitglieder mit der Helge, wir als Christen, wir sind herrlich. Das ist, was Paulus sagt, das ist, was Gott sagt. Wir sind herrlich, wir sind Gott sind nicht hier. Uns Tüß ist nicht hier, wir haben einen Tüß. Jesus sagt, hey geht nicht Städtreich zu merken, und wenn geht nicht Städtreich zu merken, dann wird er quasi kommen und uns holen, uns durchnehmen, wo er ist, sodass wir würden durch sein, wo er ist. So das ist, wo uns Bürgerreich ist. Wir haben einen Ort Gott, was du bewahrt wird für uns. Und ich weiß, ich rede mich selbst, wie das ist eine Arbeit, wir müssen uns dann üben. Das Pastor Henry hat vertretende Botschaft von unserem ersten Live verloren. Und wir sind so nicht von Dingen aufgekommen. Wenn wir uns disputiert haben, dann sind wir sehr froh und schaftig und fertig dann Luther dann, was wir wird von aufkommen. Aber wir machen uns dann üben. Und Gott sein Wort lesen und sehen und Gott freuen und Gott sagen, wie es mir wirklich, was ich sehe, was ich habe aus Stress. Ist dann darüber die Freude war erwarten. Und dann haben wir in 1. Petrus 1 saß, du sagst Petrus, du sind die Frau, wenn die hier nach ein Stück durch Lieden gehen machen. So er sagt, du wenn wir das wirklich alle abführen, dann wer wir sind als Christen, was Gott von uns tun hat, in was unsere Zukunft ist, dass wir nicht darin für ewig verloren gehen, aber dass wir wollen eine Herrlichkeit bei Gott sein für immer. Dort soll uns genug Freude geben, wenn wir hier nach schweren Tiden durchmerken, dass wir uns deswegen würden freuen. Und wenn wir dort wirklich wollen haben und verstehen, und froh sein, dann wollen wir irgendwas durchmerken, wenn wir hier nicht nach schweren Tiden durchgehen müssen. Wissen, das ist
wenn wir, Petrus sagt, wenn wir Jesus nicht sein, noch nicht sein haben, aber du wirst Leib am Arm. Wo Christus bei Gott und erreichte sieht, sagten dat. En denk aan dat wat de boven is, en niet aan dat wat er bij ihr is. Zodat is wo sich onze vrede nu drehen dat, want we onze gedanken aan irdische dingen gaan, weil dann wordt onze vrede meer en meer doen hangen, dan hängen wir uns meer aan dat aan. Und onze vrede aan dat is wat boven is, en we onze gedanken aan dat gaan wat boven is, dann war wir stärker an dort, dann da wir uns Dollar in der Deise drehen. So wird immer wir uns wählen, dann wo wir uns Leuten handreden. Wenn wir unsere Gedanken an dort haben, wo der Buben ist, weil dann wo wir stark werden durch. Und dann wird unsere Friede immer geraten werden. Und dann, in 1. Petrus 1, Vers 9, du sagst Petrus, in der allerratste Lohn für ihnen Lohn ist, dass ihnen Seilen geraten werden. Dat is de allerlaatste Lohn für unseren Glauben, dass unsere Seil geraten werden, dass wir nicht darin verloren gehen. Und dort soll uns eine Freude geben, dort zu weiten, dass wir nicht darin verloren gehen. Und wenn wir in Lukas 10 lesen, dann, wo Jesus die 70 Jahre richtiggeschickt hat, er hat er richtiggeschickt 2 bei 2, und er hat er nachgegeben, und sie gingen raus zu predigen, en ze halten Kranke en ze deden bij de gasten getrieben. En dan kwamen ze terug in vers 17, werden ze grauslich froh und kwamen terug naar Jezus en zeiden, Herr, so gut, die zoet uns an zu mir doen. Sie waren sehr froh. Und Jesus sagt, ja, ich weiß, ich habe ihnen die Kraft gegeben, das zu tun. Und sagte, aber doch, ihre Freude soll nicht durch sein, dass die zoet uns mir tun lässt, aber ihre Freude soll durch sein, dass ihre Nummes im Himmel geschrieben stehen. Dort soll ihre Freude sein, und dort ist unsere Freude, dass unsere Nummes am Himmel geschrieben stehen. In der Bibel sagt es, dass wir können das weiten, dass unsere Nummes geschrieben sind. Viele Menschen glauben das nicht, dass wir das weiten können. Aber wenn wir das wirklich weiten können, wo können Jesus dann zu diesen Jüngern sein, dass sie sollen sich freuen, dass ihre Nummes am Himmel geschrieben stehen. Und das ist klar, Gott sein Wort sagt, dass wir können das weiten. 1. Johannes 5, da sagt Johannes, wenn wir dort nicht glauben, was Gott von seinen Sehnen gesagt hat, dann merken wir an den Lehner. Und was er gesagt hat von seinen Sehnen, dass wir haben das Leben an seinen Sehnen. Und das Leben ist an seinen Sehnen. So wer ein Sehnen hat, hat das Leben, wer das Leben nicht hat, hat das Leben nicht. Sagt er, das hat ihn geschrieben, dass die das Leben, dass die das weiten, dass die das ewige Leben haben. So wir können das weiten. So wir können uns freuen, dass ans Numen am Himmel geschrieben steht. Dort sagt Jesus, dort soll ihre Freude sein. Und Petrus sagt, ans allerratste Lohn für uns Glauben ist, dass unsere Sünden oder unsere Seilen geraten sind. So dort soll uns wirklich eine Isaac geben, Frau zu sein. Und das gesagt, Frau sein ist ein sehr, sehr klares Licht für diese Welt. Frau sein, wir wollen alle Frau sein. Man sagt, ich scheine nicht, dass der Termin scheint, aber Frau sein, wenn wir sehen werden, was eine Frau möglich ist, tut ab den checken wir, und das machen wir kann. Und wir können Frau sein. Und ich glaube, ein Ding, was sehr wichtig ist, zum Frau sein, wenn wir Gott gehorsam sind. Und alles, was wir tun, an unsere Arbeit, an unser tägliches Leben, mit uns Geld angehen, alles, was wir tun, wenn wir gehorsam sind, zu Gott sein Wort, dort darf uns Isaac, und wenn wir dort nicht tun, dort sollen wir unsere Freude verlieren. Dann. Wir wissen, dass Gott das Thema, wenn wir gehorsam werden, wenn die Fuhrer dann in Haus haben, dann werden wir nicht sehr froh, dass er in den Haus kommt. So, wenn wir gehorsam sind, dort ist, wo wir sehr viel an unsere Frieden wird verlieren. Dann. Aber wenn wir gehorsam sind, dann, und das ist, was Jesus sagt, wenn wir lesen, dann, was Jesus sagt, er sagt, wahre und wahre, wenn die meine Gebote holen, dann wollen ich mit Gott sein. In Johannes 15, Vers 11, da sagt Jesus, ich habe dir das gesagt, dass meine Friede in dir bleiben mag, und dass die ihn ganz frei kennen. So, er sagt, ich habe ihm das gesagt. So, was hat er uns gesagt?
Hij zegt in een klimaatse tregel en een 9 vers, Johannes 15 vers 9, zegt hij, zoals God mij goed is, zo zie ik ihn goed. Loot ihn van mij goed zijn en leeft doen. Want die mij niet buiten houden, wil je van mij goed zijn loten. Doe zo als ik mijn voeder die niet buiten hou en mij van hem goed zijn loot. So dat is, zegt, dat heb ik niet gezegd, dat is wat hij ons gezegd heeft. Want wie sie nicht geboten houden, dan wollen wir uns loten von am Gott sein. Und wenn wir uns wollen loten von am Gott sein, weil dort wird uns Freiheit geben. Und wenn wir eingehörsam sind, weil dann vergeht unsere Freiheit. Und in Johannes 8, 31 bis 32, da sagt du seht Jesus zu den Juden, das steht, Jesus sagt zu den Juden, die an ihn glauben, wenn die bei der Welt bleiben, was ich ihnen gelehrt habe, sind die wahrhaftig meine Jünger. Dann wollt ihr wissen, was Wahrheit ist, und die Wahrheit wird ihnen frei machen. So hier war er, sagte, wenn die bei dort bleiben, bei der Welt bleiben, was ich ihnen gelehrt habe, dann wollt ihr wissen, was die Wahrheit ist, und die Wahrheit wird uns frei machen. Die Finte sagt, die kosten nicht. Da sagt Gott, seine Standards sind viel zu hoch. Die kosten nerven nicht so gut worden, dass Gott wird gefallen an die Hand. Aber Jesus sagt, wenn die bei mir, die wird bleiben, was ich gelehrt habe, dann wollen ihr wissen, was Wahrheit ist, und die Wahrheit wird ihn frei machen. So das ist möglich. Von Reich haben in das Land als Canadian Citizen. Sie wissen nicht, was sie für Reich haben. Und dann sie sagen, die kostet nicht tun, aber die muss dort tun, sondern wird das nicht gleich. Und so ist es auch in das erste Leben. Und wir nicht wirklich wissen, was uns Reich ist als Christen, was wir für ein Reich haben, dann haben wir nicht das Reich nicht easy gefreut zu sein. Aber wenn wir dort alle verstehen, dann in Wahrheit, dort fingen wir in der Pfizer in die ersten 3 Kapitel, was wir für ein Reich haben als Christen. In Epheser 1,3 sagt Paulus, dass uns Herr Jesus Christus, sein Gott und Bruder, soll dafür gelobt werden, dass er uns aus Himmelsberge alle jährliche Segnungen geschenkt hat. So hier ist eine große Versprechen, die sagt, wie die wahre geboren sind, wir haben alle andere jährliche Segnungen. Gott hat uns damit geschenkt. So du als viel bist, was immer uns fehlen wird, wir können Gott kommen fragen, sagen, hier ist was mir fehlen wird, und dann das annehmen, und dann wollen wir das drehen. Dafür und da wir fragen und glauben dort nicht wirklich, dass Gott uns das geben wird. Aber ich glaube, wenn wir fragen, dann müssen wir noch mal glauben und das annehmen, dass das so ist. Bis Gott sagt, Herr, hat uns all diese jährliche Segnungen geschenkt. Und in 2. Petrus 1, Vers 3, da sagt Petrus ist das, sagt der Seine Gottes Kraft hat uns alles geschenken, was wir zum seilig waren und ein fremdes Leben brauchten. Dadurch, dass wir den Kernen lehren, der uns so viel Gutes zukommen leid, dass er uns zu seiner Helge, zu seiner eigenen Herrlichkeit berufen hat. So, wir sehen das hier. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, zum seilig werden, auch was wir brauchen, zum ein fremdes Leben führen. Alle jährliche Segnungen hat Gott uns geschenkt, die sind durch für uns zu brauchen. Wir dürfen durch eine Frauen, was Gott uns gegeben. Und das hat Paulus in Gebet wie für der Epheser. In Epheser 1, Vers 18, durch 9, bis 20, da sagt Paulus, der sagt, mag hij ihn Azach geben, ein Hort zu vernehmen, wie groß die Hoffnung ist, die er für ihn dreit hat, und wie groß und herrlich das auch Gott ist, dass alle Heilige an Christus die Tränen haben. Und dass die begreifen können, was für eine riesige Kraft Gott an uns wirken lässt, die wir an uns glauben. Dass die selbst jährliche Kraft, die er beweist, als er den Heiland von dort abwirkt und besiegt rechte Hand den höchsten Ehrenplatz im Himmel gibt. So, ich habe das sein, was er hier sagt. Er sagt,
dat wir dat machen begrijpen, wat voor een riesige kracht God in ons als Christen werken laat. Die zegt dat dezelfde kracht, wo met God den Heiland abwerten deed. Dezelfde kracht laat God in ons werken, die wir von nie geboren zijn. So dann kann ich nicht sagen, ich kann nicht. Wenn wir nur dem, was wir uns beziert haben, wahre geboren sind, danach rangehen und sagen, ich kann nicht, oder mir erst nicht, ich kriege nicht sicher, oder das oder dort, dann dauert das verstritten, dass Gott an uns eine Arbeit getan hat. Dann verstritten wir diese Kraft. Was Gott sagt, was er an uns wirken lässt, das sind die Dinge. So, wenn wir das annehmen, wenn wir glauben, was Gott sein Wort sagt, nicht glauben, was der Feind sagt. Der Feind, der ersten Lehrer, dort weit wie die Bibel sagt, dass er wie ein Lehrer von Anfang an. Und er steht uns immer fern, drauf ans Pferd zu legen, aber wir dürfen das nicht glauben. Wir müssen lieber glauben, was Gott sein Wort uns sagen wird. Und wenn wir durch die Bibel lesen, dann wir können verschiedene finden, was Gott sein Wort sagt, wer wir sind als Christen. In Pferden, wenn wir das sagen, das hört sich gleich mit so, wie dann uns erheben, aber das nicht, dass wir uns erheben, dann wir sagen bloß, was Gott sein Wort sagt, und nur noch recht wir uns, wer wir sind. Wir richten uns nur dort nur, was Gott sagt, was ich sehe, und nicht nur, was Menschen sagen, oder was der Feind sagt, wer wir sind. So, wir haben eine große Ursache, Frau zu sein. Und vielleicht müssen wir dort anändern oder een andere noem kregen van dat wat we gedacht hebben, wat we willen. En moet zijn, wat zegt God zijn woord? Wat zie ik als stress? Wer zie ik? We weten dat van Jacob, God geeft allemaal een andere noem. Ze noemen we Jacob eerst. En Jacob had een bediening dat we als een deceiver, niet? En dat zo hij leven deed. Hij bedreig zijn broeder. Hij liep zijn voeder ver. En dat was hij leven deed. En hij had viele Schwierigkeiten als hij voor zijn schwiegervoeder arbeiten deed. Viele Schwierigkeiten en dan liet hij aan bedrijven. En dat was hij leven deed. Op een dag, als hij op de weg weer mal vreden werd met Esau, dan bejegende God. En dan, we weten die Geschichte, dat hij kamp door endlich danach eeuwen. En als hij daar weer, hij zegt, hij leidt God niet goed wat hij moet gezegd hebben. En als hij daar weer, de Welt kan zijn wie hij is. En daartoe is het wichtig dat we vrouw zijn. Iemand had mal wem die vraag als hij niet goed zou Jezus aannemen. Nou, hij zei, hij kan genoeg trouble al doen. So, wat hij zei daar in deze man, die ging raam in bedrijf. En zei, nou, wat je hast, dat fällt me goed. Hij had al genoeg trouble. So, dat fällt me goed. So, wenn wir wat aanbieden haben, dan moet we, Dämon hat gesagt, wenn wir was anbieten, dann sollen wir sagen, ja, wir haben dort zu geben, was wir anbieten leiden. Und ich glaube, uns fällt das alle an, uns fällt das alle an, dass wir uns noch Pferden abfraschen und wir sehen dann, wer wir sind als Christen und dass wir wirklich keine Frau sind. Und Gott freuen, Gott sagt, er soll uns Frau werden. Das hat David gesagt. Er hat seine Freude, seine Zeit verloren und er sagt, er fragt Gott, er sagt, Gott, stahl mir die Freude von meiner Rahrung, was er trägt. Und ich glaube, dort muss wir auch Pferden tun. Gott, stahl mir die Freude von meiner Rahrung, was er trägt. Ich sehe oft gekommen, ich habe mit dir ein Ziel verloren, ich habe mein Ziel mit einem anderen Weg gegangen, aber Gott hält mir, was er trägt. Gib mir die Freude, was er trägt, sodass ich kann froh sein, oder ich kann ein Licht sein für dich. Und wenn wir wollen wirklich sein, was wir sind, dann will wir das sein, was die Bibel uns sagt, dass erstens sagt, wir sagen, ich sehe Gott sein Kind. In Johannes 1,12, wir sagen, ich sehe Gott sein Kind. Und das ist wo, wenn wir das annehmen, Jesus sagt, all die Arme annehmen, die hat das Reich Gott seine Kinder zu sein. So, wenn wir das annehmen, dann können wir wirklich sagen, ich sehe Gott sein Kind. In 1. Petrus 2, Vers 9, können wir sagen,
ich zie ein Priester, ich zie heilig. Und das wird wir wirklich sein. Paulus sagt, die sind ein heiliges Volk, die sind ein Priesterteam vor Gott. Und das wird wir wirklich sein. Das ist nicht, was wir sein, das wird Gott den Wort sagt, was wir sind. In Johannes 15 sagt er, wir können sagen, ich sehe Christus in Freund. Das ist ja, ich nenne ihn nicht mehr deiner, aber ich habe ihn Freund genannt. So, wir können sagen, ich sehe Gott in Freund. Christus in Freund. In Römer 4, Vers 1, ich sehe gerecht. Ich sehe gerecht, ich habe Frieden mit Gott. Das ist, was ich sehe. Ich bin verloren. Ich sehe gerecht. Ich habe Frieden mit Gott. 1. Korinther 6, Vers 17. Ich sehe ein mit Christus. Ich sehe ein mit ihm geworden. Und ich sehe gerecht, ich sehe vergeben. Ich sehe wirklich vergeben. Das ist, was ich sehe in Christus. So, nu habe ich einen Wert. Ich sehe, was wird. Wenn wir Matthäus 5, 15, 13, 14, wo Jesus sagt, die sollen das Licht sein. Wir können sagen, ich sehe das Licht. Ich sehe ein Licht für diese Welt. Ich sehe das Salz. Ich sehe ein Licht für diese Welt. Das ist, was ich sehe. So, ich habe nu einen Wert. Ich sehe somebody. Das ist nicht, dass ich nicht sehe. Das ist, was Gott sein Wort sagt. Ich sehe gewählt, in Angestalt Früchte tragen. Gott hat mich gewählt, in Angestalt, dass ich Frucht tragen kann. Und ich sehe Gott sein Mitarbeiter. Ich sehe Gott sein Tempel. Und Paulus sagt in Philipper 4, 14, ich kann alles tun, durch die Kraft, die Jesus Christus mir geben hat. So, das ist, was wir sind. Und wir haben einen Wert. Und das sagt Gott sein Wort, was wir sind. Das ist nicht, dass wir das sagen, oder uns selbst ans erheben, aber das ist, was, wenn wir Gott sein Wort verstehen und lesen, das ist, was Gott sein Wort sagt, was wir wirklich sind. So, dann habe ich seinen, dass wir sind und wir haben einen Wert. So, ich muss ganz wirklich Mutter sprechen, besonders Gott sein Wort segnen. Sein Wort Gott sagt, wer wir sind, und dass seinen Wort an der Zukunft ist, dass wir wirklich Gott seine Kinder sind, und dass wir nicht darin verloren gehen, aber dass wir wollen bei den Herren sein, einen Tag. Dort ist eine große Freiheit, das soll uns eine große Freiheit geben. Und ich will was Versen lesen, in Jesaja 62, die ersten 3 Versen. Und ich glaube, wir können auch so beten, als Jesaja hier beten wird. Jesaja 62, 1 durch 3. Sagt er, ich will am Dienst holen, sehen, nicht still sein. Und am Dienst holen, Jerusalem, wo ich nicht still holen. Aber den gerecht seinen Glanz, und den Heil aus einen schmacken, wertvollen Stein, den Gott an seine Hand hält. Das, wo die Menschen ans Wort sein, wenn wir froh sein. Und das, tja, wir auch beten, das Jesaja deit. Nicht stillhalten, nicht nur geben, was Gott uns segnen wird, was Gott uns wird, die Friede wird durchstellen, dass wir froh sein. So, sei wir wirklich froh für was Gott für uns zu tun hat, sei wir dankbar, sei wir wirklich, wer wir wären, was wir nu sind und was unsere Zukunft ist. Dort ist wirklich, wo wir sollen sehr froh für sein. Und wenn wir checken dann, als Paulus das alles schreibt, der sofort sagt, der Frieddienst sieht Frau in mir steht von das habe ich geschrieben, als er in Jail wird. So, wenn wir froh sein, dort wird uns Kraft geben, unsere Dinge durchzugehen, wo wir fertig durchgehen dann. Und wir wissen, dass die Feinde schaffen, dass alle gewollt von der und da, uns von dieser Friede wegzuholen. Die schaffen an die Kinder, wenn er uns nicht kann, dann kann er an die Kinder. Aber ich glaube, wir müssen immer aufpassen, dass wir uns nicht davon aufkommen.
die Vrede aan ons leven houden in God vreugden. Herr, help me. Ik wil deze vrede hebben. We zullen de kinderen en de schwestern worden zijn dat we vrede hebben, dan worden die zich draaien. Maar wie de verjammerieren doen, dat nutzt ons niet, dat nutzt den niet, dat tragt je niet. Want we worden froh zijn, dat je het getragen. Zo froh zijn, ons vrede is een zeer, zeer wichtige ding te in licht zijn. En dus de zaak. En de vrede aan den Herrn, dat is onze kracht. En dat is, dat fehlt mij, en ik geloof dat fehlt man ganz Christen zeer, zeer veel dat van der dag. En ik hoop en bid dat we werkelijk worden te komen en dat God ons woord, dat God ons woord werkelijk de vrede geven. Dat we worden zegen, dat we niet worden nu geven, maar God ons woord dat hart met vrede ervullen. So we hebben nog alle te bidden. Voor in hemel, we komen haar den heilig aan te zeggen. Ik dank die God van dem, voor wat die van ons gedaan hast. Ik dank die Vader dat die ons lang trouw gewählt hast als die kinderen, dat die ons aannemen als die kinderen, Herr. Moest die ons werkelijk helpen te verstaan, wat die van ons gemerkt hast. Vader, je ons den Geist van wijsheid en inzicht, dat we die beter kennenlernen mochten. Geef ons inzicht om hart te vernemen, hoe groot de hoopning is die voor ons bereid hast. En hoe groot en herrlich dat ook God is, dat alle heilige en Christus getreden hebben. En dat we begrijpen kunnen, wat voor een riesenkracht die aan ons werken laat, Herr. Herr, ik bid, moest die ons de vrede van onze radenbare terechtstellen, Herr. Ik bid, Herr, dat we niet willen nu geven. Herr, we hebben een verlangen, we willen vrouw zijn. En Herr, die beste einzige die ons kan den vrede en hart geven, moest die in ieder een hier van ons morgens, die vrede en hart geven, Herr. Moest die ons helpen te zijn wie we zijn. Moest die ons helpen te leven, Herr, wat die goed zei, Herr. Dat we würden wählen, wem we leven. Dat we worden ons aan die houden, Herr. Dat we werkelijk würden vrouw zijn en alles wat we doen, dat we würden gehoorzaam zijn, Herr. En alles wat we doen, dat we würden die weerhouden en doen leven als die dat gevallen heeft, zodat die ons kost werkelijk vrouw maken. Dus die zegt, Herr Jezus, wenn we worden aan die blijven, dan worden we weten wat de waarheid is en de waarheid wordt ons vrij maken, Herr. En Herr, die zegt dat die hast ons dit gezegd, dat onze vrede zal vol zijn en dat we ons ganz vrijen kunnen. En Herr, dat is ons verlangen, Herr, moest die ons helpen, moest die ons inzicht geven en moest die onze harten rein maken, moest die ons geven, wanneer de dingen veel uitriemen, Herr, wat we in stich leggen, dat we niet gaan werkelijk vrouw zijn, moest die ons helpen, moest die ons dat aan licht brengen, dat we würden dat de ruit schaffen en dat die werkelijk ons hart met vrijheid vullen. Herr, dat is ons allerlaatste verlangen hier van ons morgens. Dit bid ik in Jezus' naam. Amen. Dankeschön für das Wort Gottes mit uns. Wie wichtig ist es, dass wir gute Advertisements sind für was Christus für uns getan hat und uns gegeben hat. Wenn die als Eltern, die Kinder wollen, was anbieten, und die schmecken das erst, und merken, dass die Sachen schädern sind, und dann baut die Kinder das an, wie viele von den Kindern würden das nehmen? Weil die wird in der Welt sein, wo die Advertisen down, die verstehen, dass wie wichtig das ist, dass Menschen froh sind, was die Port nehmen down und whatever they advertisen down, und dann sein Augen in Christus, so dass wir können wirklich froh sein, dass andere Menschen dort ein Getrag geben. Mir ist immer abfallend, wenn wir Overmal haben, das ist die letzte Sinn, dass wir sowas hatten, uns von Frischen erinnern, was Gott uns gegeben hat, was für einen Preis er geteilt hat, uns zu raten, wo uns dann abfrischen und wir froh sind, und wenn wir dann singen, dann singt dort, das ist das, meist einmal das.
Wir sind viel zu verjährsam. Wir tun uns nicht genug erinnern. Und wer wir sind, was wir haben an Christus, ist dann, würden wir anders singen, als die Vierten tun. Wir können einmal gecharged werden für false advertising. So dass wir Gott preisen tun, oder so dass wir am nicht preisen tun, für was er für uns getan hat. So, wenn wir dort am Denk holen und wenn wir in gute Advertisements sind für Christus. David, der wird uns nicht leiden in Gesang. Wir singen Nummer 379. Kennst du wohl den Brunnen, der rennt? 379. Kennst du wohl den Brunnen, der rennt? Von dem Kreuze, wo Jesus starb. Kennst du wohl das Lamm, das gesühnt unsere Schuld und Heil unser Reich? Ist die Schuld wie Purpur so rot, häufig gleich wie Berge beim Weg. Mächtig ist der Helfer in Not, sein Blut macht mich weißer denn Schnee. Weißer denn der Schnee, weißer denn der Schnee. Mächtig ist der Helfer in Not, sein Blut macht mich weißer denn Schnee. Bitte war am Kreuze sein Schreck, Blut ohne flog man so Blut. Einsam litt sein liebendes Herz, nicht umsonst starb so Gottes Sohn. Lass du diesen Brunnen nicht fliehen, Gott allein die Rettung gesehen. Nimm dein eigen Bemühen, dein Blut macht mich weißer denn Schnee. Weißer denn der Schnee, weißer denn der Schnee. Mächtig ist der Helfer in Not, sein Blut macht mich weißer denn Schnee. Von der Höhe fern und verirrt, sucht mein banges Herz links nach Ruhe. Hole du mich heim, oh mein Herr, meine Seele Frieden besteht. Nur auf deine Wunden ich schau, vor bekehrend Kreuze ich steh. Nur auf deine Gnade ich trau, dein Blut macht mich weißer denn Schnee. Weißer denn der Schnee, weißer denn der Schnee. Mächtig ist der Helfer in Not, sein Blut macht mich weißer denn Schnee. Nächste sind 244. Zweihundertfünfundvierzig.
sind alle eingeladen für die nächste Andacht auch zu bleiben. Gott hat mir eine Botschaft hier um was gereicht das Werk, dass ich mag hier, dass alle würden hören. Wenn jemand wegfahren, dann dauert er an der Werk über das Internet horchen. Ich glaube, die wollen einen großen Segen regieren. Wir haben noch neigen zum Gebet. Herr, wir danken dir für was du uns gewesen hast von der Morgens und was du uns abgemuntert hast, Herr. Wort von gerautet Reichtum wie haben in Christus. Was du hast reingemacht, betont, in du für uns versorgen das und holen das im Himmel. Herr, wir haben viel nur vorwärts zu kicken. Und du weißt auch, dass wir sollen andere dort wiesen. Herr, help uns, dass wir mit uns Leben bewiesen. Sodass andere würden dadurch in Getrag kriegen, nur die. Herr, wenn wir von hier gehen, help uns, dass wir würden diese Botschaft in uns leben, utleben, sodass andere die in uns sein wollen. Dankeschön noch einmal für dein Wort und für dein Geist, was du mit uns ist. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Wir sind entlassen. Dankeschön.